So Leute und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Weiß 2, das Abenteuer. Kann gleich weitergehen. Erstmal kurz unser Team noch checken. Denn das hat sich seit der letzten Folge ein bisschen geändert. Wir haben immer noch Otaro auf Level 9, bei dem ich immer noch keinen passenden Spitznamen habe. Wobei irgendwie Schnabeltier würde hier passen, war? So wegen dem Icon und so das aussieht. Der kleine Oti wäre auch eine Variante, aber später dann vor allem bei der Endentwicklung wäre es ein bisschen unpraktisch. Wegen Oti und so. Naja, uns fällt sich noch was ein. Spitzhorn vielleicht? Nee, Spitzi. Klingt auch scheiße. Okay, was haben wir sonst noch? Wir haben noch ein Stravikel und den guten alten Walti. Yeah. Jockref, waff, waff. Der Walti auf Level 7. Gar nicht mal so schlecht. Und natürlich unser Stravikel, bei dem wir irgendwie immer noch ein passender Name fehlt, wie Wurmi und so. Passt irgendwie nicht so ganz, nicht wahr? Aber auch da müssen wir noch etwas einfallen lassen. Und vor allem habe ich mir überlegt, vielleicht den sogar zu trainieren. Wäre zwar das erste Mal bei diesen Weiß 2 Generationsspielen, sprich bei der 5. Generation, aber mal gucken. Habe ohnehin vor, mal auch Pokémon zu trainieren, die ich sonst nicht so trainiere. Gut, wir müssen ihm noch ein Jokle finden, oder nee, die Weiterentwicklung, also sprich das Vieh da. In den Partner von dem. Ah, Terribark, genau so heißt das Vieh. Ja, ein anderes Terribark finden, das offenbar verloren ging. Und Sven ist bereits da vorne. Terribark, wo ist es nur hin? Alter, was ist mit dir los? Hast du irgendwie ein dramatisches Erlebnis gehabt oder so? Na egal. Ein Pokéball oder wohl ein Item, hab ich gesehen. Und so kommen wir auch hin. Ein Voltilam. Mäh. Ja, mäh, mäh, mäh. Alter, die Musik hier. Dululululululululu. Das ist ein richtiger Schweizer Musikantenstadel. Mäh. Was machst du? Ups, ganz vergessen, das ist eine Trainerin. Nein, Kampf schon. Ich wollte doch Terribark suchen und ein paar neue Pokémon fangen. Die Göre Anke. Was will denn die Göre? Ah, Felidu. Oh Mann. Otaro, ich wähle dich. Yeah. Ein Otaro, das gleich ein Level Up bekommt. Aquaknarre. Ah, meine feuchte Nase, das mag ich nicht so. Oh, dieser Lärm. Meine armen Ohren. Und Otaro hat doch so große Ohren. So blaue vor allem. Tja. Andere haben blaue Nasen, Otaro hat blaue Ohren. Was auch immer das gerade zu bedeuten hätte. Ein Level Up, genau. Level 10 bereits für den guten alten Otaro. Sehr schön. Stravikel setzt da ein. Natürlich wäre es das Pokémon. Und zwar soll ich trainieren, soll ich nicht trainieren? Natürlich trainiere mal. Ich wechsle das Pokémon zu Stravikel. Zeig, was du kannst. Bin mal auf den Levelunterschied gespannt. Na. Oh. Ja, ich habe Tackle Fadenschuss, nicht gerade die beste Kombi, das heißt Pokémon Wechsel, aber ganz schnell. Und ich brauche dringend ein Feuer-Pokémon, die Frage ist bloß welches. Ich habe diesbezüglich schon an Fukano gedacht zum Beispiel oder auch an Flampion natürlich erstmal die Vorstufe. Und auch als Endstufe vielleicht dieses Feuergeistviech da, der irgendwie wie eine Lanterne aussieht. Wie hieß es schon wieder? Skelebra oder so. Wobei Skelebra, wieso heißt eigentlich Skelebra? Kapiere ich auch nicht. Ich meine Skelebra, irgendwie eine Eselsbrücke draus machen, was kommt dabei raus? Skelett plus Libra. Ja. Dann wird es sicher auch eine Bedeutung haben. Okay, jetzt mal die Verteidigung senken. Vielleicht schaffe ich es nachher mit Stravikel Level 4 gegen dieses Vieh. Wieso überswängen? Was ist denn jetzt los? Hilfe, eine Fliege fliegt hier vorbei. Der Mr. McFly fliegt hier vorbei. So, nochmal kurz Überblick. Einmal dürfte reichen. Der macht nur Fadenschüsse, ich krieg die Motten. Und Wald wird immer langsamer. Silbriger Blick. Das. So, versuchen wir es mal, Leute. Alles klar, Walti, nimm den Tackle. Er nimmt auch den Tackle. Au. Na, warte. Ei, Karamba. Tja, der kommt nicht wieder. Den Wurmi hat's erwischt. Stravikel Level 5. Yeah. Meine Pokémon sind trotzdem unterschocken. Hey, und tschüss. $96 abgeknöpft. Cool. So, hier unten ist sowieso kein Terribark. Das weiß ich irgendwie noch aus Schwarz 2, oder? Kann das sein? Ja, kann sein.
2 Voltilames, die ihren Schwänzen nachjagen. Tja, wem es gefällt. Oh, hier komme ich zurück. Moment mal kurz. Rennen ging doch? Oder irgendwie rennen? Genau. Mit der Taste C hier auf dem Emulator. Ganz toll, da kommt jetzt. Oho, ein weiterer Walti. Mit dem hübschen Namen Yorkliff. So, Taro macht das ganz schnell fertig. Ganz schnell auf die Schnelle. Auf die Schnelle ist nicht ganz helle. Mann, Taro, was soll das? Soll's erledigen, nicht spielen damit. Alter. Geht doch. 22, das ist Hilfe. Und ich habe einen Pokéball gefunden. Bisschen Ironie, oder? Ich meine, es sieht aus wie ein Pokéball. Es ist ein Pokéball. Nein, nicht schon wieder. Oder vielleicht doch, kommt ein Voltilam? Ich wollte einen Voltilam, Mensch. Yorkliff kommt. Ja, wuff, wuff. Menno. Flucht, kein Bock drauf. So und tschüss. Yorkliff, Yorkliff, wir suchen einen Yorkliff. Was ist jetzt los? Terribag, ob es noch weitergelaufen ist. Auf geht's! Der hat echt Hummeln im Hintern. Anders kannst du das nicht. Besonders weit ist aber nicht gekommen. Das Hof ist echt riesig, Alter. Ja, hat was. Oh. Kacke. Hey, ein neues Gesicht. Lass uns gleich mal kämpfen, ey. Oh, Mann. Und es ist der Hausmeister Cameron. Was? Hausmeister Cameron? Cameron. Da kam irgendwie ein Name in den Sinn, glaubt er von den US-Bundeswahlen, aber nee. Also US-Präsidentenwahlen, aber ich glaube, das ist was komplett Falsches. Egal. Otaro, nimm die Ackerknarre. Otaro. Oh. Volltreffer, das ging ja schnell. Ein Voltilam, genau das wollte ich doch. Hey, das Voltilam wollte ich doch. Haha. Egal. Otaro kommt zurück. Und zum ersten Mal für uns am Start. Stimmt zwar nicht ganz, aber egal. Stravikel. Nee. Theoretisch nicht schlecht. Das Problem ist nur, ich habe keine Pflanzen- oder Käferattacken. Verdammter Mist. Also doch, ich habe schon eine Käferattacke, aber nichts für die Offensive. Wehe. Echt? Wie? Wo? Was? Voltilam ist ein... Autsch, meine Ohren. Voltilam ist ein Level höher als Stravikel, aber trotzdem kann Stravikel... Der braucht dringend einen besseren Namen, hey. Aber trotzdem kann Stravikel da mehr Schaden anrichten. Okay, das war mal. Von wegen mehr Schaden anrichten. Dafür ist die Musik so cool. Irgendwie... Mann, dämliche Mücke hier. So. Also eine richtige Mücke ist denn nicht irgendwie so ein dämliches kleines Vieh, das... Mit dann versucht in die Nase zu fliegen. Ja, ekelhaft so etwas. Und boom! Voltilam ist gleich erledigt. Nein, nicht die Donnerwelle! Bist du verrückt? Autsch! Ich fühle mich so gefesselt. Paralysiert. Ich fühle mich geschockt. Ja, Stravikel hat's geschafft. Stravikel, du bist der Coolste. Du bist der Schönste. Okay, jetzt nehme ich zurück. Und du bist ein cooler Wurm, Alter. Oh, gleich noch ein Level up. Alter Schwede. Was ist denn heute los? Spieler besiegt, Hausmeister. Wieso steht da ein Spieler? Ich heiße Michael. Verrückt. Ist doch die deutsche Raum? Wieso steht denn da? Na egal. X muss man mal kurz drücken. Sorry Leute, ich brauche mal hier kurz irgendwie einen Trank oder so etwas. Na, wo ist der? Hier, Paralyder. Hab leider nur einen, aber der muss reichen. Ja, weiß ich. Einer reicht doch. So, was sagt denn die Zeit? Ach du heilige Scheiße. Schon ja fast 10 Minuten. Hallo Sven. Hey, fällt mir das ein, ich habe das toll für dich. Mann, komm mal runter vom Gaspedal. Ja, benutzt das in deinem Pokémon. Wie, wo? Pokémon verhindert die Antwort, da ist was passiert. Ja, okay, ich weiß, ich spreche ein bisschen zu schnell, sorry. Ich mach's nie wieder. Hoffe ich. So. Voltilam? Ich will ein Voltilam, Mensch. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Bleib mir bloß weg, dämliche Mücke. Oh, ups, nein, jetzt haben wir mich... haben wir uns sehr auf die Mücke konzentriert. Ein Dusselgur. Da habe ich echt Dussel. Wenn ich es fangen könnte, sollte, was für einen Spitznamen brauche ich denn für den? Ach du Schwede, ach du heilige Schwede, ja,
Bruno. Toller Spitzname, oder? Ich nenne ihn Bruno. Nee, Quatsch, natürlich. Natürlich nicht Bruno, was soll das Mist? Ich tausche mal schnell, weil Otto ist mir ein bisschen zu stark. Der würde sonst mit der nächsten Attacke gleich das Dusselgur auf den Mond schießen. Heula, au. Dusselgur, Dusselgur, Dusselgur. Ach, wie denn nicht das Vieh bloß? Mann, Spitznamen sind nicht so meine Stärke. Aber Walti nimmt jetzt einen Tackle. Ja, Windstoß. Bringt eh nicht viel. Dusselgur ist viel zu schwach dafür. Hat viel zu wenige Spezialangriffe. Spezialangriffswert, sorry dafür. So, Pokéball. Flieg und Sieg. Trotzdem überlege ich noch, wie nenne ich das Vieh bloß? Tja. Da hätten wir es gefangen, aber ich habe ihm noch keinen Namen. Ein anderer im Pokédex. So, was sagt der liebe Pokédex? Wartet doof vergeblich auf Anweisungen, obwohl es bereits einen Befehl erhalten hat. Ein sehr zerstreutes Pokémon. Also im Grunde genommen das Gegenteil zum Schwalbini. Möchtest du dem Dusselgur einen Spitznamen geben? Möchten? Ja, ich weiß aber keinen. Freunde! Das überlasse ich euch. Sagt mir, was für einen Spitznamen ich dem Vieh geben soll. Weil der Spitznamenvergeber wäre, glaube ich, irgendwie ein Raiono City oder so. Keine Ahnung, mal kurz auf die Karte. Oh. Gut, sag ich noch was ist. Ich Trottel. Mal kurz schauen. Hier. Genau, Visocast kann man ja. Na super. Mal kurz die Maus benutzen. Ich hoffe, es seht ihr nachher nicht. Und zwar nehme ich mal das hier. Karte, genau. Den Dress brauche ich nicht. Sehr schön. Wieder raus mit dir, blöde Maus. So, wenn ich jetzt hier auf die Taste drücke, da passiert nichts. Wenn ich auf die drücke. Hehe. Ah, hier war's. Oh, Gott sei Dank. Dachte schon, was ist jetzt los? Wir sind ja auf dem Dowsinghof. Mal kurz schauen. Ich glaube, der Attacken verlernen müsste in Raiono City sein oder in Maria City. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Müsste theoretisch da sein, wo er bereits... Die Karte sieht auch ein bisschen crazy aus. Müsste eigentlich das, wo er bereits bei Schwarz und Weiß 1 war, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Entsinne ich mich richtig? Keine Ahnung. Aha. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Haha. So, jetzt aber. Du hast Pech, Alter, denn ich bin der Größte. Ja. Der mit der größten Klappe vielleicht. Nuggelots. Das Vieh brauche ich unbedingt noch. Nuggelots, ich will dich fangen. Ich habe einen perfekten Spitznamen für dich. Ich habe einen perfekten Spitznamen. Okay, Otto ist doch nicht so stark, wie ich dachte. Otto, was soll der Mist? Kleiner Ottifant. Ja. Vor allem Ottifant. Und wieder mal ein Level-Up auf Level 11. Das geht ja schnell, hey. Nassmacher. Wer braucht das schon? Oh, Anton. Okay. Ich habe ja noch Walti, Dusselgur und Strawickel. Na dann. Strawickel, I choose you. Yes, I can speak English. Not very well, but it's enough. Ist egal. Was, Wolke 7? Och nö. Mache eh nicht. Alles klar, nimm denn. Das setzt der Rutenschlag ein. Ach, Anton. Ein Pokémon aus der ersten Generation, hey. Da sahen die Pokémon noch richtig cool aus. Sie hatten gute Namen. Aber trotzdem, irgendwie machten sie schon damals einen dämlichen Eindruck. Sorry dafür. Okay. Ich habe eine böse Vorahnung, Freunde. Ich glaube nämlich, Anton will mich gleich richtig platt machen. Nein, es darf nicht angreifen, bitte nicht. Strawickel, Tackle. Ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Nein! Glück gehabt. Strawickels Verteidigung war groß genug. Hey, das Vieh ist ja richtig gut. Wieso habe ich das noch nie trainiert? Käferbiss, endlich mal eine Käferattacke. Und bereits auf Level 8. Es hat bereits Walti überholt. Unseren guten alten Verwalter. Oh. Das ist die Strafe für meinen Bösen. Für meinen blöden Spruch. Da ist er ja, Nuggelots. Den schnapp ich mir jetzt aber. 6 Level Unterschied. Ja, Otaro. Nicht zu stark. Glück gehabt. Silberblick. Voll erschrocken, hey. Ab diesen dämlichen Augen. Pokéball habe ich noch 7 Stück. Das dürfte reichen für noch 2, 3 Stück.
Und bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Nein, das gibt's doch wohl nicht. Leute, der ist Level 5. 5. Hilfe. Bleib drin, du dämliches Vieh. Du gehörst mir, Nagelotz. Hast du gehört? Du gehörst mir. Geht doch, meine Fresse, hey. Nagelotz gehört uns und endlich, jetzt werde ich ihm den ultimativen Spitznamen geben. Ja, Speer. Nee, Speer nicht, aber er ist ein Typ dafür. Ja, möchte ich. Und zwar taufe ich ihn auf den hübschen und gar nicht doofen Namen. Kurz warten, Freunde. Ich möchte auch überraschen damit. Obwohl, das seht ihr gar nicht, was. So, jetzt mal kurz schauen. Wo ist jetzt das T ist hier, genau. Wie schreibt er sich da eigentlich? Achso. Gut, gut, fertig und... Oh, scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Nein. Hallo, Tasso, bist du? Ah, hier. Ich habe ihn auf den hübschen Namen Glotzi getauft. Schaut euch an, wie Glotzi reinglotzt. Ja, ich weiß, es ist ein dämlicher Name, aber... er passt irgendwie. Mit diesen hypnotisierenden Augen und... ja, ich mit der verstopften Nase, sorry dafür. X-Angriff erhalten. Also jetzt nicht beliebig viel Angriff, sondern einfach das Item heißt X-Angriff. So herum und nicht anders. Multilam fehlt mir noch. Und dann noch ein Kätzchen, ein Fildu, wenn ich hoffe ein weibliches. Ein Anton. Ein weibliches, ja, nee, kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ja, weil ich habe einer Zuschauerin, Zuschauerin sage ich schon, Abonnentin, Freundin, wie auch immer, versprochen, ein Pokémon nach ihr zu benennen, aber natürlich würde da am liebsten ein weibliches Pokémon nehmen, oder kann ich kein Entor nehmen, das geht nicht. Da kann ich kein Entor nehmen. Ups. Fangen wollte ich es eigentlich trotzdem. Toll gemacht, Otaro. Menschens Kind, hey. Ja, ich geb's zu, da war ich ein bisschen abgelenkt. Da jault jemand. Hä? Wer da? Wie? Wo? Was? Hast du das gehört? Wo ist es? Ich sehe nach. Du suchst da drüben. Da unten ist es. Wer ist der Typ bei ihm? Ein Rothaariger mit einer Mütze? Okay. Ohne Mütze, ein bisschen mehr Schweineface und wir hätten Ganondorf hier. Das wäre vielleicht mal was. Okay, doch geht's nicht. Das kann man schon. Anton. Voltidam. Na, kein Yorklev. Wow. Ja. Wow. Otaro, auf die Schnelle mit der Aquaknarre. Auf die Schnelle mit der Aquaknarre. Geht doch. Und wieder mal 40 Erfahrungspunkte. Wow, 40 Stück ist ja Wahnsinn. Okay. Konfrontationskurs. Mann, dieses Gejaul. Sorry. Dieses Gejaul, endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sage dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, du störst. Ihr gehört zu Team Plasma. Was? Die gibt's noch? Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Ja, natürlich. Genau, wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einal übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wer es glaubt, erzähl ich an, dämliche Mücke, geh mal weg hier. Wie dem auch sei. Dummkopf wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesem Terribak gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Ja, nee, ist klar, hey. Das ist deine Schuld, nimm das. BTF. Der beklagt sich und schenkt uns eine TM. Hallo? Okay, ich werde diese Gelegenheit für den Rückzug nutzen und tschüss. Verwirrung? Ja, der freut sich zwar, aber... Seit wann kämpfen wir mal nicht gegen Team Plasma? Der ist mir neu. Oh, Terribak! Was ist denn noch passiert, dass du ganz allein bisher gelaufen bist? In Verbindung an... Wuff. Ja, du bist so ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser darauf auf, ist das klar? So. Svenny Boy, beruhig dich mal. Na egal.
Was ist ihm denn zugestoßen, dass sich so aufregt, wenn ein Pokémon verschwindet? Kommt her, Bug, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Gute Frage. Was ist bloß mit Svenny Boy los? Vielleicht erfahren wir das irgendwann einmal. Doch jetzt will ich erst noch ein bisschen trainieren. Nee, trainiere nicht, sondern ein paar Pokémon fangen. Voltilam, ich such dich noch. Das Enten ist mir ziemlich egal, aber das Voltilam hätte ich gerne. Ein Azuril hier oben? Ein Normal-Pokémon wohlgemerkt? Otaro Tackle! Geht doch. Ja. Azuril ist ein richtiges Phänomen, hey. Ein Normal-Pokémon, das Wasserattacken beherrscht. Ja, ich weiß, entwickelt sich ja zu Azuril, zu Merel, dann Azumerel und so. Und hat natürlich den Wassertypus, aber trotzdem ist schon ein bisschen crazy. Pokéball, flieg und sieg und fange es gefälligst. Yeah, geil! Wir haben Azuril gefangen. So, für Azuril wurde ein Eintrag im Pokédex festgelegt. Ja, gepunktet. Ich habe gar nicht geschaut, ob das männlich oder weiblich ist. Verdammt. Ah. Azuril, da kann man dafür einen Spitznamen geben. Na egal. Okay, wir haben einen Bauernhof. Sehr schön. Ja, und mal kurz quatschen. Ja, ihr habt uns selber gefunden, stimmt's? Yo. Dass Laura trainiert hat? Nö, der hat sich ja ups, sorry. Der hat sich ja feige davon gedrückt. Wo ist eigentlich Sven hin? Sven, wo bist du? Hier im offenen Gras offensichtlich nicht. Schon wieder ein Glotz. Ich kriege wohl die die Glotzaugen. Tja. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne nach Voltilam suchen, aber ich fürchte, es dauert ein bisschen zu lange und da ich nicht den ganzen Part nur mit Suchen verschwenden möchte, machen wir gleich weiter. Vielleicht treffen wir hier noch eins. Komm schon, einmal mache ich es noch, dann gehe ich weiter. Voltilam, ich will dich doch. Das kann man auch falsch verstehen. Oh, ein Glotzi. Ja, Glotz. Otto. Und tschüss, Otto. So, dann zurück bitte. So, jetzt kann ich hier unten noch ein Fililu fangen, nicht wahr? Oder 20, da komme ich nicht besonders weit. Ja, Mann, schon eine falsche Taste, sorry. Wie ich allerdings an diesen Pokéball komme, keine Ahnung. Komm jetzt durch. Nee, hier kommst du nicht durch, Alter. Nee, vergiss es. Oh Mann, oh. Na egal. Ach stimmt ja, ich wollte noch ein Fililu fangen. Fililu, das Katzen-Pokémon. Da kommt's auch schon. Nö, ein Glotzi. Menschenskind, hey. Aber jetzt habe ich eine coole Idee und zwar kann ich mal die Pokémon tauschen. Wenn ich sowieso hier am Rumstiefeln bin, das heißt, ich nehme mal jetzt... Verdammt, Azuril wäre weiblich gewesen. Oh, sorry. Ja, so. Komm schon, du bist hier irgendwo, Kätzchen, süßes Kätzchen. Jetzt kommt ein Songkern. Ja, leck mir nach dem Tschöbli. Toll, was mache ich jetzt? Ich will das fangen, aber ein Käferbiss wäre zu stark. Es ist der Pflanzentypus. Und Tag ist auch so stark, na super. Und tschüss. 6 EP 6 EP bloß. Komm schon, ich möchte. Ja. Wird wieder mal eine Überlänge-Folge. Das ist das. Ja, hallo Songkern. Es ist Weibloch. Geht es aber gerade nicht, aber dafür mache ich was anderes. Und zwar Pokémon-Tausch. Wo habe ich es denn? Ah, da ist er ja. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Glotzi. Den Glotzbiber. Nicht Frosch, sondern Glotzbiber. Ich wachse. Ich bin jetzt 2 cm groß. 20, ach so. Wie zuvor bereits. Und jetzt den Tackle. Das Songkern. Alter. Ich wollte gar keinen. Das ist doch wohl. Das ist so Mäuse. Das ist so Mäusekacken. Mano. Immer dann, wenn ich keinen Volltreffer brauche, dann bekomme ich einen. Jetzt kommt ein Strawickel.
Dieses Spiel hat mich endgültig am Wickel, hey. Jetzt reicht es mir aber Käferbiss. Normaler Schaden, wenn ich mal raten dürfte. Wie? Sehr effektiv. Das ist doch Käferpflanze, also gegen Pflanze doppelter Schaden, gegen Käfer halber. Offensichtlich gegen Käfertypus normaler. Sonst würde es nicht aufgehen. Nein, jetzt kann... Ich will einen Songkern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hey, Songkern, wo bist du? Ich habe noch knapp 3 Minuten. Für 2 Pokémon zu fangen und zurückzurennen wird ein bisschen knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Das gibt's einfach nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Strafwickel. Oh yeah, der Käferbiss haut rein und schon auf Level 9. Da kriegt die Tür ja keinen Faden zu. Was? Nee, Quatsch. Aber klingt irgendwie noch cool. Da kriegt die Tür keinen Faden zu. Ja, da ist es ja endlich Songkern. Level 3, okay, ein bisschen stärker. So. Jetzt die ganze Scheiße noch einmal. Glotzi. Ich wähle den Glotzfrosch. Und Glotzi, du bist dran. Absorber. Ein Tackle bitte, aber ein ganz, ganz kleiner. Nein, Glück gehabt. Oh Mann, der Wachstum. Als ob der viel bringen würde. Jetzt habe ich noch einen Pokéball. Ich habe noch ein paar. 4 Stück noch. Sind nicht mehr so viele. Komm schon, Songkern, du gehörst. Was ist jetzt los? Hä? Alter, das Viech ist im gelben Bereich. Das müsste reichen. Und zwar locker. Locker vom Hocker. Komm schon. Du. 1, 2, 3. Nein! Das ist eine schöne Scheiße. Ja. Glotzi wird von einem Sonnenkernplatt gemacht. Von einer Sonnenkernblume. Toll gemacht, Glotzi. Ach, geht doch, ich hab's noch geschafft, Mann. Sonnenkern wurde gefangen. Na, Gott sei Dank. Hey. Es fällt morgens plötzlich vom Himmel. Da es weiß, wie schwach... Was? Da es weiß, wie schwach es ist, sammelt es bis zu seiner Entwicklung nur Nährstoffe. Ach so. Und Spitznamen geben? Nö, das würde ich gerne für euch überlassen. Aber den Spitznamen, den ich noch im Sinn habe, den überlasse ich dann dem Fedilu, wenn es mal irgendwo finden sollte. So, rennen jetzt bitte schön. Dausing ist schon Lausing. Hallo, Lauro. Wie es aussieht, konntest du deinem Freund die Karte überreichen. Du und dein Team waren nur eine Weile weg, dann seid ihr gewachsen. Alles klar, vergesst ihr das Training. Ich will, dass ihr mir zur Hand geht. Hä? Wie, wo, was, wieso? Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss erst rennen. Ich muss rennen. So, noch kurz hier rein. Hallo Trainer, komm Pokémon Center. Ja, du bist auch So. Du. Vielen Dank, Mann. Und tschüss. Ja, tschüssikowski. Jetzt sollte ich ein bisschen Kohle haben. Das heißt Pokébälle kaufen. Ich habe bis jetzt einen. Ich brauche 9 Stück. Habe ich genug Kohle? Na locker habe ich genug Kohle. Trank vielleicht noch. 3 Stück, damit ich 5 habe insgesamt. Very, very nice. Nein, tschüss. Tschüss und tschüss. Tschüssikowski. Aber noch nicht für euch, Freunde. Nö. Denn jetzt will ich mir das Fedilu schnappen. Verdammte Scheiße, jetzt muss ich irgendwo sein. Ah, der Klotzfrosch. Meine Fresse, hey, was macht denn Glotze hier? Komm schon, Kätzchen. Oder kommst du am Abend nicht? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da ist es, das Kätzchen, so viel mal. Ja, weiblich, sehr schön. So. Jetzt sind noch Schwächen, dann fangen und dann bin ich zufrieden.
Versuch mal Azuril, der ist hoffentlich schwach genug, um Fiddlu nicht gleich K.O. zu schlagen. Mit seinem mächtigen Schweif. Wow, volle Breitseite. So, jetzt habe ich hier, na toll, Platscher, Rutenschlag, Nassmach und Blubber. Soll das ein Witz sein? Autsch. Blub, 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 blub. Ja, so, da besteht keine Gefahr, dass irgendwie aus Versehen natürlich das Fiddlu schrottet. Ist klar, so, da braucht es schon eine Weile. Alter, die Zeit, die Folge ist schon über 30 Minuten lang. Das gibt's doch wohl nicht, das gibt's nicht. Ja, bei mir leider schon. Komm schon, komm schon. Ich muss die Folge heute noch hochladen. Freitag der 19. Natürlich super. Blub, 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 blub. Und noch ein Kratz von einem lieben Kätzchen. Die Attacke geht mir langsam sicher auf die Klöten. So, es muss reichen. Ganz Zeit hier noch eine Scheiße, ey. Und Michael! Flieg, Pokéball, flieg und sieg. Na, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Bleibst du drin? Natürlich, wir haben es geschafft, hey. Wir haben Fiddlu gefangen. Na Gott sei Dank, hey. Ein Schelm lenkt Leute mit seinem süßen Verhalten ab und stiehlt ihnen ihr Hab und Gut, nur um ihren verdutzten Blick zu sehen. Das kann ich doch irgendwie Spitznamen geben, natürlich. Und zwar nenne ich das Vieh. Es hört auf den hübschen Namen. Die eine weiß es bereits. Ja, ja, die darf sich jetzt freuen. Und zwar nenne ich sie Ayumi. Oh yes, ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. So, mein Soll ist erfüllt. Inbox Nummer 1, Freunde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich hier von Folge Nummer 3 in der nächsten Folge bei Folge Nummer 4. Da gehen wir dann zu Lauro und sehen mal, was er da treibt. Folge 4. Jetzt aber erst braucht mal dringend ein Bier. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.